Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Vista. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Sie ist Yoga-Lehrerin, hat einen Bachelor in Psychologie und ist 2003 zur schönsten Frau der Schweiz gewählt worden. Vor kurzem ist sie jetzt auch unter Buchautorinnen gegangen. Ich sage herzlich willkommen, Bianca Sissing. Und über dein Buch wollen wir heute natürlich reden, so wie auch über ganz viele andere Sachen in deinem Leben auch. Du hast im Moment ein sehr Potpourri an Aufgaben oder an sag ich mal, Leidenschaften, die du lebst. Ja. Du bist einerseits Floristin, Yoga-Lehrerin, du bist auch noch ein bisschen Modeln. Und gleichzeitig gibt es dich jetzt eigentlich auch als Buchautorin, sehr erfolgreich. Wie sieht eine Woche aus bei der Bianca Sissing? Sehr beschäftigt, also habe sehr viel zu tun. Ich habe etwa 9 Yogastunden pro Woche und dann arbeite ich einen Tag im Blumenladen in Luzern und dann noch kommt dazu verschiedene Vorträge, die ich halte in der ganzen Schweiz mit dem Thema vom Buch psychische Krankheit oder Armut in Familie. Ja, so ist eine gute, volle Woche. Aber es ist super, so wie es ist. Das Thema, das du im Buch ja auch anschneiden ist quasi, dass man eben die Leidenschaften leben und die Leidenschaften zur Berufung machen. Das klingt bei dir ganz so, als ob du all deine Leidenschaften zur Berufung gemacht hast. Das ist so. Das ist wirklich so, kann ich sagen, jetzt im Moment. All die Sachen, die mache ich gerne. Die habe ich ausgewählt zu machen. Ich mache es nicht ums Geld oder Ruhm oder etwas so. Ich mache das wirklich, weil ich Lust dazu habe und ich fühle mich erfüllt auch mit den Jobs. Und ja, habe ich alle meine Träume können verwirklichen. Ja. Wo alle wahrscheinlich geschmunzelt haben, als sie gelesen haben, dass du Floristin wirst. Nach dem Psychologiestudium hätte man natürlich sich vorstellen, so ganz einen anderen Weg machen. Wieso Floristin? Ich wollte etwas Kreatives machen. Ich arbeite sehr gerne mit Händen, etwas gestalten und so. Und Floristin ist eine gute Option gewesen. Ich habe sehr gerne Natur und Farben und so. Und das mache ich sehr gerne. Und viele Leute sagen auch, dass schade, Psychologie hast du quasi verloren. Du brauchst es quasi nicht mehr so schade um deine Bachelors. Und ich sage immer, das ist nicht wahr, weil ich brauche Psychologie jeden Tag, wenn ich mit Leuten arbeite, sei es im Blumenladen, in Dienstleistung oder in einer Yogastunde, um die Leute zu verstehen, um in die Leute hineingehen und mit dir Verständnis umgehen oder mit dir reden. Das brauche ich jeden Tag, meine Psychologie-Bachelors eigentlich, ja. Yoga, glaube ganz eine grosse Leidenschaft. Das machst du schon seit über 10 Jahren, seit fast 3 Jahren bist du jetzt Yoga-Lehrerin. Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Ich habe Yoga eigentlich angefangen einmal in der Woche als Ausgleich zu meinem Laufprogramm. Ich bin mega viel joggen früher. Und dann habe ich das gemacht als Dehnung, als Stretching neben meine Lauftraining. Und habe ich gemerkt, das tut so gut. Bin ich immer ein bisschen mehr gemacht. Und dann bin ich an eine Weltreise mit meinem Mann gegangen. Ich habe Auszeit. Nach 3 Wochen bin ich nach Indien gegangen, allein. Und dort bin ich in einem Ashram, wirklich eine intensive Ashram-Erfahrung mit Yoga, mehrere Stunden in der Woche und Meditation, also mehrere Stunden pro Tag, Meditation, alles drum und dran. Und dort habe ich gemerkt, das ist was, ich muss das machen, ich muss die Ausbildung machen. Es hat mich so gepackt und ich habe gemerkt, das möchte ich mit so vielen Leuten wie möglich teilen. Was war der Grund, dass du in ein Ashram gegangen bist in Indien? So nach dem Schönheitswettbewerb und dem Modeln ist das ein rechter Sprung vom oberflächlichen Schönheitsbusiness hin zu der Suche nach sich selber im Ashram. Ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe mein ganzes Leben den Drang nach Indien zu gehen. Jetzt weiss ich es wieso, weil ich habe dort das Yoga gefunden. Aber früher habe ich nicht gewusst. Mir hat die indische Kultur einfach immer fasziniert. Vom Farben, Essen, Musik, so ein das orientalische, exotische. Indien hat mich fasziniert. Und dann hatte ich die Möglichkeit zu gehen. Und ich dachte, wenn ich gehe, dann mache ich voll Gas, volle
volle Pulle in einen Ashram. Und ich wollte in einen stillen Ashram gehen, wo man wirklich nicht redet und wirklich voll intensiv das Ganze erlebt. Und so. Ich wollte den Dreck sehen, ich wollte schmutzig sehen, ich wollte die Armut sehen. Ich wollte alle verschiedenen Facetten Indien kennenlernen und das habe ich auch gemacht. Und ist super. Ich bin wieder gegangen ein paar Jahre später und ich würde wieder gehen. Ja. Was hat dich in Indien gelernt? Indien gelernt, das Intuition. Also Intuition habe ich eigentlich mich immer gefolgt, aber vielleicht noch mal eine kleine Bestätigung geben, dass ich meiner Intuition wirklich vertrauen und folgen. Ja. Mhm. Das spürt man jetzt wieder in der Yogastunde, die du gibst. Du hast vorhin erzählt, 9 Stunden. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man dir nicht auf den ersten Blick ansieht. Das haben wir auch festgestellt, als wir mit den Leuten auf der Straße über dich geredet haben. Und das wollen wir jetzt mal schnell anschauen. Wir gehen eben auf die Straße und fragen dann die Leute, wie wirkt Bianca Sissing auf sie? Und da sieht man eben gerade, dass der Spagat irgendwo doch nicht allen so ganz klar ist. Das ist eine junge, hübsche Dame. Also ich will jetzt auf eine Sängerin tippen. Schauspielerin. Moderatorin. Bachelorette oder so? Sieht aus, als wäre die Freundin von Ronaldo. Italienisch, südliches Flair. Indisch? Ist das nicht so eine Bollywood-Schauspielerin oder so? Von der Miss Schweiz an? Sie war Miss Schweiz. Eine Ex-Miss Schweiz. Weniger? Ist nicht weniger. Bianca Sissing. Kiesling, Kusling. Bianca Sissing. Das ist Bianca Sissing. Bianca Sissing. Sie sieht für mich aus, als würde sie eine Schmuckwerbung machen. Sie hat, glaube ich, für Vögel nachher Werbung gemacht. Ich weiss nicht, ob sie jetzt noch aktiv ist. Ja, sie modelt sicher. Vielleicht ist sie sozial noch tätig. Hat wahrscheinlich irgendetwas mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Man hat nicht das Gefühl, sie sei das sozialste Wesen, aber sie ist, glaube ich, oder? Ein netter, exotischer, schöner Eindruck. Bildet. Offen. Schöne Frau. Sie ist eine herzige. Hat ein schönes Lächeln. Hat eine schöne Ausstrahlung. Schaut erotisch drin. Ja, pretty. Mir gefällt sie. Offenen, ehrlichen Eindruck, sympathisch. Sie war eine von diesen Missen, die sich bei mir geblieben sind. Eine der sympathischsten Gewinnerinnen. Ja, der Stellenwert ist schon auch nicht mehr so gross. Ex-Miss Schweiz. Es ist mir immer so übergekommen, dass sie es ernst genommen hat, dass sie auch einen Wert hat, also eine gewisse Wertvorstellung hat, die, glaube ich, auch in diesem Bereich gar nicht mehr so falsch sind. Ja, schön zu hören, oder? Ja, also, mega schön. Also, ja, es ist mega schön, dass der Feedback so vom fremden Leuten zu hören. Ja. Also klar ist sicher die Miss Schweiz-Wahl, das ist allen geblieben, aber du bist auch geblieben als eine der wenigen, auch mit Wert, oder? Das schaffen ja auch nicht alle Missen und das ist ja jetzt auch der Weg, den du aufgezeigt hast. Mhm. Was stimmt denn jetzt von all diesen Sachen und was... Also es hat viele Sachen, die gesprochen waren. Also offen bin ich geworden. Früher bin ich nicht so gewesen, muss ich ehrlich sagen. Früher als Jugend oder auch ja. Ich bin viel offener geworden in die letzten seit der Schweiz-Wahl. Ja. Ich weiß auch nicht, also nicht. Ich hoffe, das stimmt auch. Soziales Wesen haben wir ja noch gehört. Genau. Eine der sympathischen Frauen. Ja, nein, also ja. Also Bollywood-Schauspielerin bin ich nicht, aber wer weiß, genau, vielleicht. Die indische haben wir gehört, es gibt auch eine Verbindung zu Indien. Genau. Das ist auch klar, das sieht man auch. Du wirkst natürlich auch sehr orientalisch. Ja. Jetzt wollen wir auf dein Buch zu sprechen kommen. Das haben die Leute da noch nicht, ist noch nicht bei allen angekommen. Ich glaubte immer an die Kraft in mir. Das ist das Buch, das sie herausgebracht hat im Frühling. 3 Wochen auf der Bestseller-Top-10-Liste gewesen. Und da bist du eben ganz offen und ehrlich. Das, was du gesagt hast, hast du übergelernt seit der Miss Schweiz war. Das war dann bewegt Grund, dass du gesagt hast, ich rede über mein Leben, vor allem über meine Jugend und meine Kindheit, wo alles andere wie schön war und wo du sehr viel hast müssen erleben und erdulden und dich auch krank gemacht hat. Ich habe den Wunsch mehrere Jahre das Buch geschrieben, aber habe ich gemerkt, das war nie der richtige Zeitpunkt gewesen. Und dann, als ich letztes Jahr die Möglichkeit hatte, das zu verwirklichen, habe ich gewusst, das muss ich jetzt abhacken.
ich habe das Buch nicht für mich schreiben im Sinne von Arttherapie. Das ist nicht so für mich. Ich habe wirklich das Buch für andere Leute, die auch ähnliche Situationen hatten oder ähnliche Vergangenheiten. Im jensten Sinn einfach schwierige Verhältnisse aufgewachsen oder psychische Krankheit in der Familie oder sich selbst, was auch immer. Zum zeigen, es gibt einen Ausweg, man kann daraus kommen, man kann etwas erschaffen für sich. Es ist nicht, dass man das muss mich das ganze Leben mit sich umtragen. Man kann es auch loslassen und man kann es besser eine Motivation sein für andere. Ja. Und dann schauen wir doch mal in die Kindheit zurück. Wir schauen mal als erstes gerade mal ein paar bildliche Eindrücke an. Das bist du einerseits mit dem Papi oben und dann unten, du bist schon ein bisschen älter, gell? Du bist in Kanada aufgewachsen. Ja. Dein Papi war Schweizer und deine Mami war Südafrikanerin, hat aber auch indische Wurzeln. Ganz weit. Ihr Großvater ist von Syrien. Und so ein bisschen der orientalische Touch. Genau. Magst du dich noch die ersten 6 Jahre erinnern in Kanada? Was hast du für Erinnerungen an die Zeit, wo deine Eltern noch zusammen waren? Ja, meine ersten Erinnerungen, so fange ich auch das erste Kapitel im Buch an. Erste Erinnerungen hatte ich etwa mit 5. Zum Teil sehr schön, Erdbeer pflücken mit meinem Vater oder ja, Sport oder was auch immer. Aber auch manchmal sehr traurige Erinnerungen habe ich. Also vom Streit im Haus und so. Manchmal sehr verrückte Sachen. Also Streit redest du von deinen Eltern, die gestritten haben? Genau. Sind sie laut gewesen, oder? Sehr laut gewesen, mit Sachen, die um Sommer umgeflogen sind und so. Also sich wirklich Sachen angeschossen haben? Ja, genau. Wer war denn so impulsiv? Das Mama oder Papi? Ja, meine Mutter, ja. Mein Vater ist eher der zurückhaltende. Die Schweizer? Genau. Ja, so. Also positive und negative. Ist denn das auch der Grund, dass dein Vater gegangen ist? Also er hat sich ja als du 6 warst, haben deine Eltern sich getrennt. Also du hast die Trennung schon sehr früh erfahren. Nein, also eigentlich, die wollten zusammenbleiben. Es ist einfach Persönlichkeiten. Meine Mutter mit ihrer Krankheit, das ist nicht der ich sage immer nicht der richtige Zeitpunkt für die zwei zusammen. Sie haben es probiert wirklich und mein Vater hat immer wieder probiert und irgendwann dann geht es nicht mehr. Hat er nicht mehr können? Ja. Ist er dann zurück in die Schweiz, oder? Nein, er hat dann eine neue Frau kennengelernt und dann wo 2 Töchter hatten von einer früheren Beziehung und dann haben sie eine Familie geheiratet. Ja. Genau. Das ist ja dann eine Zeit lang, hat sich deine Mutter ja noch sehr gut können, auch um dich kümmern. Also in der Zeit, wo sie sich, also nach dieser Trennung ist deine Mami ja eigentlich noch nicht so krank gewesen, dass du das, glaube ich, so gespürt hast. Wann ist denn das für dich so bewusst worden, dass deine Mutter eine psychische Erkrankung, eine schwere Depression hat? Ja, es ist, also wir haben nach der Trennung ein paar Jahre noch in dem Haus gewohnt, wo wir vorher mit dem Vater gewohnt haben. Und nachher haben wir ausgezogen. Wieso denn? Der Vater es war sein Haus eigentlich und ja, Umstände sind anders geworden und er wollte das Haus für sich. Was das okay war, wir sind also am Anfang war es okay und dann sind wir umgezogen und dann ist meine Mutter zusammengefallen, völlig in ihrer Krankheit und bis zu diesem Punkt habe ich nicht so gemerkt, dass sie überhaupt so, dass es ihr so schlecht geht. Sie hat es immer verstecken und sehr gut. Sie hat gearbeitet, sie hat sich gut gepflegt und Kleider und was auch immer. Und dann sind wir ausgezogen und dann ist wirklich sie ins Loch gefallen. Und dann habe ich gemerkt, dass es wirklich ihr nicht gut geht. Ja. Hat er dann das von dem Haus ausziehen, den Boden unter den Füßen weggezogen? Ist das so der Auslöser gewesen, dass das dann so stark kam, ist auch die Depression? Ja, in meiner Erinnerung, das war ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist auch noch, dass mein Vater eine neue Frau geheiratet hat. Das war für meine Mutter auch sehr schwierig. Ja.
Wer hat dann schlussendlich Sie in die Klinik eingewiesen? Hat sie sich selber eingewiesen und hat sie mit Ihnen darüber geredet? Oder? Das weiss ich, den genauen Detail weiss ich nicht genau, ob sie sich selber oder im Zusammensprache mit ihren Ärzten, habe ich eher das Gefühl, sie haben zusammen das entschieden, dass es besser wäre für sie, wenn sie wirklich im Spital geht. Und das ist für mich eine grosse Phase verändert dort. Sie ist gegangen im Spital, in psychische Klinik, und ich musste mit meinem Vater wohnen. Ein neues Haus, eine neue Nachbarschaft, neue Welt, neue Frau, neue Halbschwester, also Stiefschwestern. Alles, alles neu, wirklich alles neu. Neue Schule, alles. Ja, das ist... Aber es ist ja noch schön, dass dein Vater gefunden, du kannst auch zu uns zurückkommen in der Zeit, als Mami nicht rum ist. Das war nie eine Frage. Das war nie eine Frage. Ich bin immer von ihm willkommen, dort mit ihm zu wohnen, wenn ich wollte. Ja. Genau. Oder ihn auch später besuchen und so. Ja. Wie ist es denn dir in dieser Zeit gegangen? Dann in dem Jahr von 8 bis 9, wo deine Mama in der Klinik war? Ich weiss einfach, ich bin Tag für Tag gegangen. Ich habe einfach nur Tag für Tag geschaut, in die Schule gegangen, probiert Freunde zu machen. Ich war ein sehr schüchternes Mädchen. Es war nicht so einfach, neue Freunde zu machen. Die wöchentlichen Besuche zu meiner Mutter im Spital hat sehr viel Kraft auch gebraucht. Ja, und diese neue Familie war sehr anders für mich. Ich war ein Einzelkind vorher und jetzt plötzlich habe ich 2 andere, die total von Persönlichkeit total anders waren also von mir. Ich bin eher ruhig und sie sind voll laut und zack, zack und sehr anders. Also hast du dich nicht so wohl gefühlt in dieser Familie dann? Manchmal nicht. Manchmal schon. Also ich habe gute Erinnerungen mit dem Spielen und so. Und dann manchmal habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil die Mädchen sind anders aufgezogen geworden, also mit anderen Manieren. Und ist ein Kulturwechsel. Ja, wirklich Kulturwechsel. Und manchmal habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Das hat beides gegeben. Ja. Du hast aber nachher entschieden, als Mami nach einem Jahr rauskommst, dass du zur Mami zurückgehst. Ja. Ganz ein bewusster Entscheid. Ja auch. Im Nachhinein hast du den bereut? Nein. Es ist schwierig gekommen nachher. Ich habe den Entscheid aus dem Bauch getroffen. Es war eine mega schwierige Entscheidung als ein 8-, 9-jähriger Mädchen. Und nachher ist es schwierig gekommen. Also wir hatten nachher auch schwierige Wohnsituationen gehabt. Aber ich bereue nichts, weil ich habe sehr viel gelernt aus diesen Zeiten. Es hat mich stärker gemacht. Es hat zu der Person gemacht, die ich heute bin. Darüber müssen wir unbedingt noch reden. Lass uns noch schnell eintauchen. Du hast gesagt, Sie mussten sehr viel umziehen. Ihr habt nicht viel Geld gehabt. Sie konnten natürlich nicht arbeiten. Es ist nicht besser geworden und hat von Sozialhilfe müssen leben. Ich nehme an, in Amerika ist das dann ein bisschen weniger, wie das hier in der Schweiz ist. Das hat für euch geheißen, dass ihr oft einfach im Alltag zu wenig Geld gehabt habt, oder? Wir hatten immer zu wenig Geld gehabt. Immer. Also es hat nie gelangt, alles zu zahlen. Miete, Strom, Heißwasser, Essen, was auch immer. Es hat nie gelangt. Wir mussten immer jeden Monat ein bisschen schieben. Was wird das Monat gezahlt? Nächsten Monat anders. Immer so ein bisschen schieben. Das hat geheißen, dass wir sehr viel umziehen mussten, weil manchmal haben wir nicht die Miete zahlen. Oft haben wir keinen Strom daheim, im Dunkeln für ein paar Tage gewohnt mit Kerzen. Am Tag ist okay. Am Abend ist es schwieriger. Oder keine Elektrizität, kein Kühlschrank, kein Kochherd und so Sachen haben wir auch oft erlebt. Telefon auch. Kein Essen amix. In Kanada gibt es so ein Foodbank, eine Essensbank, wo du gratis Lebensmittel holen kannst. Es reicht einfach nur ein paar Tage, vielleicht 3 bis 4 Tage. Jetzt haben wir das öfters mal brauchen und nutzen.
Ja, es ist... Und du hast auch deine Mami in dieser Zeit gepflegt, oder? Also, sie war immer noch in dieser Depression hinein und... Genau. Es hat Phasen, wo sie tagelang, wochenlang amigs nicht aus dem Bett gekommen ist. Nicht, weil sie nicht wollte, weil sie nicht können. Geschlafen und dann bin ich aufgestanden, habe ich mich vorbereitet zum Schule gehen, Frühstück. Mit 9? Ja. Ja. Und bin ich dann nachher in die Schule gegangen und nachher heimgekommen und manchmal war sie immer noch im Bett. Und dann habe ich mich gepflegt und sie gepflegt. Wie geht das als 9-Jährige? Also wenn ich jetzt so in meinem Umfeld anschaue, wie oft 9-Jährige noch gar nicht selbstständig sind, da muss man die Verantwortung übernehmen. Das ist ja eine Wahnsinnsbürde auch. Ja, ich habe viel Müsli gegessen. Brot mit Käse. Ich konnte nicht kochen. Also, ja, viel so Sachen gegessen. Man überlegt gar nicht als Kind. Man macht einfach. Das ist wie ein Kampf.Urinstinkt. Ein Urinstinkt. Überlebenstrieb. Richtig, ist genau das Mechanismus, der zack angeht und dann funktionierst du einfach. Überleg, also ich habe gar nicht überlegt. Das ist einfach, es muss. Das ist mein Leben gewesen. Ich mache das. Ich wollte, dass meine Mutter überlebt. Ja, und das ist einfach so, ein Instinkt. Und der Vater, also was hat der in dieser Zeit für eine Rolle gespielt? Ich meine, er hätte ja auch unterstützen mit Geld. War ihm bewusst, wieso er zu dieser Zeit gegangen ist? Ja, er hat dann auch immer unterstützt mit Geld. Das hat er sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber trotzdem, es reicht damals nicht für alles. Das ist einfach, oder? Und ich konnte immer zu ihm besuchen, wenn ich wollte. Er hat dann das gezahlt, also den Reis gezahlt, um ihn zu besuchen, den Busreis. Es war immer offen, ich konnte zu ihm wohnen, wenn ich wollte. Ich wollte aber nicht. Das ist okay, der Besuch war okay, aber wohnen wollte ich nicht. Und immer, wenn es wirklich etwas nötig war, zum Beispiel, ja, ich weiss nicht, ein paar neue Schuhe oder etwas, was wirklich nötig ist, dann hat er natürlich auch geholfen da. Ja. Hey, ist das nicht in der Schule auch wahnsinnig schwierig, wenn ich denke, wie viele Kinder gemobbt werden wegen so Sachen? Also, sie waren dann auch mal 2 Wochen in einem Obdachlosenheim, auch ohne Dach über dem Kopf. Das ist ja wahrscheinlich nicht etwas, was man in der Schule dann erzählt. Ja, hast du dich nie geschämt für die Situation? Es kommt ja oft Scham, obwohl dass man sich nicht muss. Ich meine, das ist ja als Kind auch etwas, was man sich verstecken oder so. Ja, wir haben es auch versteckt. Wir haben es so probiert zu verstecken, dass das niemand merkt. Probiert auch von meiner Schule, also von meinen Lehrerinnen und so, das zu verstecken. Weil meine Mutter wollte, dass ich zur Schule gehen, ohne dass ich gemobbt werde. Wir haben es sehr gut gemacht, können lang machen, dass sie das nicht gewusst haben. Ich habe nie Markensachen sowieso nie angehabt, aber einfach ganz normale, simple Kleider. Irgendwann kommt es dann doch raus. Und dann irgendwann ist dann schon auch umgegangen in die Schule, dass Bianca Issling so arm ist, sie muss zum Foodbank gratis Lebensmittel holen. Jemand hat das gesehen. Und dann ist das nicht sehr angenehm. Ja, laufst nächsten Tag in die Schule und es geht im Gang und schauen dich plötzlich alle anders an. Und schauen deine Kleider auch anders an und schauen dich so ein bisschen, ja. Aber dann lernt man, wer deine echten Freunde sind. Und ich hatte zum Glück ein paar gute Kolleginnen, wo das ihnen egal war. Auch wenn ich meine, Kinder haben gerne Gespendli daheim. Oder? Und das ist bei mir nicht immer so einfach gewesen. Nur wirklich meine engsten Freundinnen sind gekommen. Also kein Geburtstag feiern und so Sachen habe ich nicht daheim gehabt. Ja, was soll ich sagen? Wir haben nur Hahnenwasser und Brot. Also das geht gar nicht. Also man hat ein anderes Sozialleben auch als Kind. So. Du hast aber trotzdem auch sehr darunter gelitten, weil irgendwann hat es dich auch psychisch
ich sage jetzt mal, zusammengetatscht, oder? Du warst noch 45 Kilo, hast dann selber auch eine Depression bekommen. Was bist du gewesen? So Teenager-Alter, nach all diesen vielen Mal umziehen und wahrscheinlich nicht einfach eine Situation in der Schule und mit diesen Umständen. Dann bist du auch ins Spital gekommen, oder? Wie hast du aus dieser Situation herausgefunden? Ja, ich bin mit 12 körperlich erkrankt geworden. Mit der Vorstellen, oder? Genau, das war wirklich sehr schlimm. Dann bin ich im Spital geliefert geworden und hat 2 Jahre gebraucht, bis ich wirklich voll als Leben wirklich normal teilnehmen wieder. Und ein paar Jahre später, mit 17, hat dann meine Kopf gesagt, ja, jetzt komme ich dran. Und ja, habe ich eine Depression erlebt mit 17. Da bin ich monatelang nicht in die Schule gegangen. Ich konnte nicht können, ich konnte nicht wollen. Ich hatte keine Motivation, Lust, überhaupt nichts, Energie für nichts. Ja. Was hat das bei deiner Mutter ausgelöst? Sie hat dann auch gemerkt, dass das etwas ernst ist, wenn ich selber nachher so leide darunter. Und ja, es ist natürlich nicht schön für sie zu sehen, wie ich das erlebe. Durch ihre eigenen Erfahrungen hat sie auch gewusst, sie mir ein paar Tipps können geben, um wieder probieren rauszukommen und ja, also ich hatte dann psychische Behandlung gehabt und zum Glück aber kein Medikament musste nehmen, aber mit psychischer Betreuung und viel Sport und habe wirklich immer geschaut auf meine Ernährung. Das hat mich auch sehr geholfen. Ja, bin ich können rauskommen. Für Leute, die jetzt keine Ahnung haben von Depressionen, oder? Man kann sich ja von außen oft gar nicht vorstellen, was das heisst. Oder gerade wenn man eben hört, deine Mami hat über Jahre nicht aus dem Bett können steigen oder irgendwo die Energie nicht können aufbringen. Du hast das nachher auch 2 Jahre gehabt. Was passiert denn eigentlich, oder? Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt? Ich meine, wenn man dich heute sieht und das Buch liest und versteht, dass du so ein unglaublich positiver Geist bist, dann kann man sich schlichtweg einfach nicht vorstellen, dass dir das passieren kann. Was passiert denn in so einem Moment? Ja, meine Erfahrung mit Depression ist, ich bin langsam wirklich wie ein anderer Mensch geworden. Ich bin eben nicht positiv gewesen. Ich bin sehr negativ geworden, sehr launisch. Keine Lust auf nichts, keine Motivation, nichts. Ich bin wie ein anderer Mensch. Ich kann einfach daheim sein und nichts machen. Am liebsten schlafen oder Fernsehen schauen. Was für mich sehr atypisch war, ich bin nicht so, ich bin sehr sportlich und raus und Schule und dieses und sehr engagiert. Und wenn mein Charakter ändert, also wenn ich habe gemerkt, mein Charakter, das bin ich nicht und so aufs negative Art verändert. Und eines bin ich, wenn ich gemerkt habe, also wirklich der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist wirklich etwas Schlimmes, ich muss etwas ändern. Ich bin in einem öffentlichen Verkehr, in einem Bus irgendwo unterwegs und plötzlich hat mein Kopf ausgeschaltet und ich habe nicht mehr gewusst, wo bin ich, warum und was und wieso überhaupt. Nichts, blank. Mit 17. Zum Glück kann ich mich ruhig behalten und nicht in Panik gerade ausbrechen. Habe ich ein paar Minuten, etwa 5 Minuten nicht, also einfach blank auf dem Bus gesessen. Leute umgeschaut, keine Ahnung. Und dann habe ich gemerkt, das ist wirklich das ist ein Signal, wo ich muss etwas ändern muss. Das geht gar nicht. Und das Einzige, was ich verändern konnte, ist meine Schule, wo ich muss nicht mehr gehen. Was hat schlussendlich Klick gemacht, dass du daraus rausgekommen bist? Und hast nie mehr Angst, da zurückzufahren? Es haben ja sehr viele nachher auch die panische Angst. Dass es wiederkommt. Ja, und es gibt ja Momente, also das weiss man ja auch, wo, ich nehme jetzt mal, auch du wirst zwischendurch mal ein Tief haben, wo das wahrscheinlich irgendwo schleifend, so der Gedanke daran, es könnte wieder etwas kommen, wahrscheinlich schon auch da ist, oder? Ja, es ist immer im Hinterkopf, weil ein kleiner Teil ist auch genetisch, das ist so. Und ich denke immer, dass es könnte, vielleicht, aber ich habe
die Angst nicht, dass es zurückkommt. Ich habe so viel gelernt über die Jahre, wie mit dem umzugehen. Signale, kleine Signale. Ich kenne meine Körper, was ich brauche. Ich weiß, ich brauche viel Schlaf, das brauche ich. Ich brauche gesunde Ernährung. Und mit diesen 2 Sachen und Sport. Und die 3 Sachen sind für mich sehr wichtig. Und ich merke, wenn ich das nicht habe, auch wenn es nur ein paar Wochen zu wenig Schlaf ist, dann merke ich, wie es in mir anfängt zu kribbeln. Und dann muss ich etwas ändern. Ist das auch der Grund, dass du dir so maximale Flexibilität in deiner Berufswelt geschaffen hast? Ja. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch und ich schaue auch wirklich, dass ich früh morgens nicht so viel machen muss. Auch an meiner Universität. Ich habe das schon vorher gewusst, dass ich brauche meinen Schlaf und ich brauche 9 Stunden Schlaf und dann geht es mir tipptopp. Und ich habe auch an der Uni Morgenstunde nicht angenommen, weil ich gewusst habe, es geht mir nicht gut, es bringt mir Stress. Und man muss sich kennenlernen und dein Leben so gestalten, wie es für dich gesund geht. Und das, ja, ich habe flexible Arbeitszeiten, das hilft mir auch, ja. Was ist das Wichtigste, was du aus dieser Zeit für heute mitgenommen hast? Es gibt so viele Sachen. Also eigentlich man kann ja sehr viel nachlesen in dem Buch. Ja. Das ist schön an dem Buch. Du hast es auch so ein bisschen als psychologischer Ratgeber aufgebaut. Und genau. was man sehr ja in dem Buch spürt, ist, dass im Hier und Jetzt leben und nur das machen, was wir eben dort machen, nicht Fernsehen schauen und noch Handy und noch gleichzeitig irgendwie auf dem iPad rumsurfen, sondern sehr im Moment. Das ist eines von diesen Tipps, die du ja gibst. Aber was ist das Wichtigste jetzt für dich, wenn du jetzt über alles hineinschaust, die allerwichtigste Erfahrung, die du sagst, hast du für dich mitgenommen und willst du den anderen auch mitgeben? Also der Glaube an sich selber, dass ich kann etwas Gutes, ich kann etwas Positives. Das ist mir sehr wichtig. Immer glauben, immer an dich glauben, dass du kannst. Egal, was es ist. Und wenn es nicht sofort passiert und man muss einen Umweg machen, das ist normal, das ist das Leben. Aber nie den Glauben aufzugeben und flexibel bleiben im Leben. Das ist auch sehr wichtig. Eben, wenn es nicht so, die Straße geht nie immer geradeaus. Es geht immer Kurven und Umwege und manchmal geht es ein bisschen runter und rauf. Flexibel sein. Und das ist, ja, es bringt auch Abenteuer, haltet jung, bringt Spaß, all diese Sachen. Das Hirn bleibt in Bewegung, genau. Ja, genau. Ja. Hey, ganz viele von diesen Tipps gibt es da rein und 2 von diesen Büchern dürfen wir jetzt auch verlosen. Bianca hat es auch unterschrieben. Wenn Sie einen von diesen Ratgeber haben, dann machen Sie doch jetzt bei uns im Wettbewerb mit. Wie Sie das machen können, sind Sie jetzt unten eingeblendet. Du bist dann kurz vor dem Schweizwald zurückgekommen in die Schweiz. Was war der Grund, dass du gesagt hast, jetzt wollte ich doch mal nach dort hin, wo der Papi herkommt? Ich hatte Freunde damals und mein damaliger Freund hat gesagt, ja, es gibt eine Schweizwahl. Ich habe schon früher als Model in Kanada gearbeitet und er hat mir den Tipp gegeben, das zum Ausprobieren. Und ich habe gerade meinen Uni-Abschluss gemacht und ich bin da nicht gebunden in Kanada. Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere das. Ja. Aus Kanada raus? Ja, genau. Ja, eigentlich eher als Neugier, die Schweizwahl. Hat mich gewundert genommen, wie so ein Schönheitswettbewerb läuft und was alles man macht so dort. Ja. Und dank dieser Schweizwahl hat es nachher auf einmal ein Leben in der Schweiz gegeben, oder? Genau, also es hat mein Leben sehr verändert, also wirklich wie ein Blatt verändert, ja. Auf positivem Sinn, also ich bin sehr dankbar, das war ein Sprungbrett für mich gewesen, zum etwas anderes mit meinem Leben aufbauen. Auf schnellerem Art habe ich das und was man auch muss sagen, mit deiner Vorgeschichte ist auch etwas, wo sehr viel Geld reingekommen ist. Es war noch Zeit, 2003, ich sage mal so die Peaks von diesen Misswahlen, wo wir Schweiz im Schnitt zwischen 250 und 500'000 verdient haben. Das muss einem dann fast ein bisschen vorkommen wie ein Märchen, oder? Das ist für mich wirklich ein Märchen. Ich habe
sofort mein Darlehen von der Bank für meine Universität können sofort zurückzahlen. Das ist für mich wie ein grosses Weihnachtsgeschenk und Geburtstag und Ostern und alle Geschenke miteinander gewesen, weil ich habe vorher keine Ahnung hatte, wie muss ich jetzt 45.000-50.000 Franken Dollar zurückzahlen. Das hätte für mich geheißen, wahrscheinlich 20 Jahre, weißt, langsam. Schaffen. Ja. Und durch das habe ich das einfach zack. Ja, das ist ein grosses Geschenk für mich. Und natürlich auch meine Mutter unterstützen. Ja, also... Machst du das heute noch, dass deine Mami finanziell das unterstützt? Ja, das mache ich mit diversen Sachen, wenn es braucht, ja. Was hast du heute für einen Kontakt zu deiner Mami? Ich sehe sie etwa einmal im Jahr. Meistens kommt sie in die Schweiz, so einen kurzen Besuch. Und jede Woche über Skype. Okay. Ja, das ist ein wichtiger Termin, den wir haben. Genau. Ja. Jetzt bist du auch seit 2010 verheiratet. Es gibt einen Partner in deinem Leben, den Pirmin Lötscher. Ja. Er ist auch ein Coach, oder er ist auch Autor und hat schon Bestseller geschrieben, also zum Thema Lebensberatung, sogar fast auf einem spirituellen, sag ich mal, Boden, wie es jetzt noch du gemacht hast. Ist das auch der Grund, warum wir euch gefunden haben? Ich weiß nicht. Als wir uns kennengelernt haben, niemand hat geredet von irgendwann ein Buch schreiben. Also es ist früher ich sage gar kein die Thema Affinität wahrscheinlich zu so Lebensthemen und Persönlichkeitsentwicklung und so. Aber ich glaube, wir haben sehr viel gemeinsam. Das haben wir sehr schnell gemerkt. Ja, und ich glaube, durch unsere Beziehung haben wir einander können unterstützen und ja, Mut geben, deine Wünsche zum Verwirklichen. Ja. Du und die Familie ist kein Thema bei euch zwei? Also mal, wir möchten Kind haben. Wenn, dann wäre es nur eins. Man kann nicht sagen, dass immer so passiert, aber nein, ja. wie Christo Rigozzi auch gerade sagt, oder? Das ist, dann kann auch mal zwei geben. Ja, aber ja, der Wunsch ist da. Und, ja. Es ist jetzt so, dass wir beide quasi gefunden haben, wir sind beruflich so eingebunden. Ja, wir sind wirklich jetzt auf einer guten Basis vom Beruf, wo wir stabil sind, beide stabil sind und wir wissen, in welche Richtung wir beide gehen. Und das gibt eine gute Basis für eine Familie. Ja. Wir schauen Ihnen ganz kurz schnell ins Gesicht zum Schluss und haben jetzt über dich erfahren. Das macht damit so unser Gesichter lesen. Er ist kein Psychologe, aber ich sage mal, er hat sehr viel Ahnung von Charaktermerkmalen. Die sieht er nämlich im Gesicht. Pietro Sossi, das hat er bei Bianca gemacht. Bianca, Sie sind Ex-Miss Schweiz. Ja, das ist noch spannend bei ihr, als Ex-Miss Schweiz. Sie hat so eher eine fliehende Stirn, die geht also nicht gerade rauf. Und das gibt immer den Hinweis, dass sie in der Diskussion nicht immer mit allem so einverstanden ist. Sie kann also hin und her diskutieren. Ja, und die hat ja dann auch durch das ein sehr starkes Kommunikationstalent. Und das sieht man hier beim Abstand von der Augenbraue in der Mitte da bis zum Auge. Und Kommunikation ist stark, sie kann sich sehr gut verbal ausdrücken. Gleichzeitig kann es auch sein, dass sie sprachbegabt ist, also dass sie leicht fremde Sprachen hat. Es muss nicht beides zusammen sein, aber sicher hat sie Kommunikationstalent. Ja, was dazu kommt, ist natürlich, dass sie ein bisschen ungeduldig ist, weil das da alles so schön fließend oben runterkommt. Das ist dann, geht da nicht rein, aber sondern fließend. Und dann ist sie auch schon ein bisschen ungeduldig. Ja, wichtig auch ihre Belastbarkeit. Belastbarkeit sieht man am Nasenrücken, der ist nicht allzu breit. Das heisst, sie ist schon belastbar, aber sie geht dann jeweils nicht alles aufeinander, sondern sie tut richtig schön einteilen, Step by Step. Dann kommt das auch alles gut raus meistens. Was noch dazu kommt, ist bei ihr ganz herzig, das sind ihre Schmusegrübli da hinten. Das geht da schön rein da. Und so, also schmusen, knuddeln, ja, heben und so. Ja, ich glaube, das gehört einfach zu der Bianca. Du weißt denn, dass da mit den Schmusegrübli? Das stimmt, ich tue mega gerne kuscheln.
Ja, mit meinem Mann, mit meinem Hund. Ja, mit meinen Decken. Ja, stimmt. Es ist ja nicht so, dass du in der Kindheit zu wenig bekommen hast, oder kommt das eigentlich von dem? Ah, nein, meine Mutter, oh mein Gott, sie hat mich extrem kuschelt. Nein, vielleicht kommt es genau von dem, dass ich jetzt das auch gerne mache. Du, die Ungeduld, das stimmt glaube ich nicht so ganz. Du bist Da bin ich geduldig. überrascht gewesen. Ja, total überrascht gewesen. Ich habe Geduld, also zum Sternen rauf. Also ich habe recht viel Geduld. Ich kann sitzen und warten und es stört mich nicht. So eine meditative Haltung schon fast. Ja. Da hat wahrscheinlich Indien geholfen. Du, ihr könnt auch nicht streiten, gell? Der Birmin und du, habe ich gelesen. Ich kann es fast nicht glauben. Du darfst nicht Teller rumschiessen und Nein, wir sind beide harmoniebedürftig. Wenn es etwas gibt, tun wir reden miteinander, ganz normal diskutieren und kommen eigentlich sehr schnell zum Schluss. Also, dass es irgendwie so grosser Streit oder laut wird, also, das kennen wir nicht. Ja. Und ihr lernt, das ist glaube ich auch eines von euren Geheimnissen, ihr lernt sehr viele Freiheiten. Ja, das ist so. Also sei es mit Reisen, wir sind beide sehr viel unterwegs. Meine Mann auch im Ausland mit seinen Jobs verschiedenen. Und das ist für uns kein Thema, dass wir beide sehr viel unterwegs sind. Und wenn wir uns nicht fragen, du darf ich jetzt am Sonntag oder Samstag oder Freitag etwas machen, es ist ein Verständnis da, dass wir beide unser auch soziales Leben weg voneinander auch haben. Auch zusammen, aber auch weg. Und, ja. Es ist auch niemand eifersüchtig in dem Fall, weil das würde nämlich dann nicht gehen, wenn der eine Partner eifersüchtig ist. Ja, also eifersüchtig im Sinne von, man muss immer also nein, das gibt es nicht. Immer fragen, wo bist du, was machst du, mit wem bist du, wenn kommst du heim, das gibt es bei uns nicht. Nein. Sehr gesunde ist ein Teil von dieser Liebe von euch beiden. Bianca, danke viel mal. Ich habe zum Schluss mal, eine riesengroße Kiste für dich. Der Pietro hat es nicht gesagt, dass du ein Geniesser bist, aber ich glaube, das bist du eben gleich auch. Ja. Zumindest bist du gerne im Moment. Und das ist auch einer von deinen Tipps, der mit auf den Weg ist. Wenn wir dort essen, dort wir essen. Wir machen nicht 1000 andere Sachen, wie noch das Handy in der Nähe haben oder so. Du wirst das ganz besonders geniessen können. Danke vielmals, dass du da bist. Und toi für dein Buch. Ganz schönes Buch mit ganz vielen schönen Ratschlägen. Danke vielmals. Danke. Ja, das war es von «Persönlich» bei Claudia Lesser. Nächste Woche geht es weiter, auch wieder am Donnerstagabend 22:00 auf dem Teleclub Prime. Ich würde mich freuen, euch auch wieder zu sehen. Bis dahin eine gute Zeit. Habt euch Sorge. Ciao zusammen. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.